Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Der letzte Part hat damit geendet, dass Jimmy uns angegriffen hat und wir ihn spontan retten müssen haben. Wow, weil er ein Idiot im Internet ist. Ein Hater. Und der jetzige Part beginnt damit, dass Tracy uns anruft und durch Sorgen um uns macht. Das ist doch schön. Und ganz ehrlich, das ist so spontan wie immer, dass ich jetzt die Folge doch nur jetzt direkt im Anschluss aufnehme. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt am besten mache. Es gibt eigentlich nur eine richtige Möglichkeit. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Der Big One! Haha. Mein Wunsch ist ja immer noch, oder meine Hoffnung, besser gesagt, ist ja, dass sich bei dieser Aktion Michael und Trevor wieder ein bisschen näher kommen. Und sich das Ganze entschert. Ja, Mann. Ich hätte nur so ein Achievement, wo ich alle 3 brauche. Ich habe mir letztens irgendwie so spontan gefragt, was mit Wade eigentlich passiert ist, aber der chillt ja immer noch da. Digga, ist das dumm. Ja, Mann. Dann schauen wir mal. Es war so nicht geplant, dass das schon so schnell funktioniert und passiert. Aber let's go. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you, excuse me, huh? Enough! Thank you. Okay, this is it. Well, we have 2 options. They're both a little, out there, but then again, what do you expect? Okay, option 1. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option 2, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. We're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me. Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Was lässt uns hier eigentlich fragen mich? Stealth-artig oder Rambo? Stealth ist immer schlauer, aber ist immer sehr schwierig. Bei Rambo habe ich keinen Bock zu verrecken. Scheiße. Naja, ich nehme lieber subtil. Oh, you want him to give you the medal? Okay, well, it's gonna take a big crew. 2 gunmen, 2 drivers, and a hacker. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Ja, Moment einmal. Ja, also ich brauche eine Big Crew. Das möchte ich aber nicht wirklich, wenn ich auf Brachial gehe. Alright, we're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, 2 gunmen and 2 drivers. Das kostet mehr Geld. The driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper, so these better be some safe effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. This girl, Taliana, she's supposed to be good.
And she'll work for way less than she's worth, if you believe that. Sheesh. Alter, gibt ihr das? Die ist ja richtig stark. Ey, das macht man. Ich meine, wir gehen brachialere. Wir brauchen weniger Leid, wir haben mehr Anteil. I'm not gonna pass her up. Und dann können wir der Typ. Der wird auf jeden Fall abnippeln oder so. Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Da muss man sagen, der Kollege ist so stark. Ich glaube, den nehme ich ja. Ich mache es zum ersten Mal so, dass ich nicht nur die günstigsten nehme. There wasn't much money in that bureau thing, you know? We gotta give him a shot. Und den Lappen noch. Das ist die beste Variante. Mr. Abalaji is solid. You take him on a job, just don't ask him about the psychiatric industry. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? Ja, ich glaube, wir bestätigen. Great. All right. We get the tunnel bore machine, and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him, and him personally, to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you douche. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. Was mich bei der Methode ein bisschen abfuckt, wir haben dann extrem viel Cops am Hals, was Trevor vorher gesagt hat, was Lester vorher gesagt hat. Das ist ein sehr großes Problem, auf das habe ich keinen Bock. Aber irgendwie so ein bisschen Rambo habe ich doch mal Bock. Wir werden das Ding also durchziehen. Wir bereiten den Spaß vor. Fluchtfahrzeug brauchen wir wieder, klar. Okay, Lester schreibt. Okay, der Bohrer ist im Depot in East Los Santos. Er steht draußen auf dem Hof. Deshalb haben sie ein paar Leute als Wachen eingestellt. Versuche rein und rauszukommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und da kriegen wir den Bohrer raus. Das hat gekostet, ich muss rein und rauskommen, ohne entdeckt zu werden, oder war das nicht so ein Ding? Ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Oh, shit. Ay, caramba. Okay, dann versuchen wir mal schon mal übers Dach. Und erstmal Überblick verschaffen. Wir nehmen an, the big one total ernst, aber wenn es jetzt nur die Vorbereitung ist. Vorne steht der Wache. Da ist der dicke Bohrer. Das ist der Bauarbeiter. Das ist A-Arbeiter. Das ist ein A-Arbeiter. Da vorne ist er Wache und da unten ist er Wache. Ja, so viel zu dem Thema. Wow. Wow. Dann werde ich mal die Cops los. Das ist ja mal wieder super gegangen, hey. Oh Mann. Hey, raus da. Ich muss den Bohrer jetzt gleich irgendwo stehen lassen und mit dem anderen Auto erstmal die Cops loswerden. Sonst habe ich keine Chance. Oh, geil. Ich komme so davor. Die Ziege ist erst. Gibt's ja mal den Bohrer, Alter. Der hat so eine richtige Fläche vorn. Alter, wird das ein dickes Loch. Ah, Mann. Ich glaube, die Mission wird geil. Mit dem Bohrer. Michael. Yeah, so we got one of these cutter. Das ist ja richtig things. What do you crazy. want me to do with it? Subtil war ein bisschen langweiliger gehen Parking lot vielleicht. around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. I got an arrangement with your buddy. Dump the truck up there and I'll take care of it. All right, Lester. The drill's at the lot. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Ja, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Es ist nicht schon wieder passiert. Es ist was anderes passiert. Aber wieder mit meinem Mikrofon. Diesmal weiß ich nicht, an was es klingt ist. Keine Ahnung. Das letzte Mal war ich einfach nur dumm genug bei Pokémon Ranger, dass ich mein Mikrofon nicht einschalte. Geht voll auf meine Kappe. Das nächste, keine Ahnung. Jetzt mitten in dieser Folge scheut einfach mein Mikrofon ab. Und ich habe das genau unter die Lupe genommen, wann genau dieser Moment war. Es gab keine Anzeichen, dass jetzt irgendwie gleich mein Mikrofon ausfällt. Naja, deswegen werde ich jetzt wieder kurz im Schnelldurchlauf sagen, was Sache ist. Im Endeffekt, wie ihr schon seht, haben wir einfach den Bohrer abgegeben. Dann habe ich einfach relativ schnelles Auto geholt, ein Viersitzer als Fluchtfahrzeug. Und genau an dieser Stelle hier abgeben. Danach hat Lester nochmal einen Call eröffnet. Cars in the garage. So, if we can just get a hold of the train, we'll be ready to hit it. Und jetzt müssen wir einfach Bahnmitarbeiter erledigen. Sorry, Andi an dieser Stelle. Und anschließend Züge klauen. Das schneide ich euch jetzt wieder mal ganz lässig zusammen. Locomotive
at the airfield. I'm coming back to get a flatbed. Okay, I'll put this on the truck next to the locomotive. You said you wanted a train? I got you a train, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Nach dieser Mission hat ein ganz überraschend Patricia wieder umgeworfen. Trevor, Oh, it's good to speak to you. my thoughts are with you. Is he, Martin, is he treating you well? If you ever... You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Patricia, I really miss you. I have to go. Weil uns ja dann doch relativ bald ein großer Geldsegen erwartet, habe ich mir gedacht, fange doch schon mal an und kaufe nur mehr ein Business. Und zwar mit dem Charakter, mit dem wir am meisten Geld haben. Und zwar holen wir uns die Downtown Cab & Co., ein Taxiunternehmen, für das es auch tatsächlich ein Achievement gibt, aber nicht, wie man es kauft, sondern wie wir einen Auftrag reagieren per Handy. Und das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Folgen sehen. Das Coole da dran, wir können jetzt mit Franklin kostenlos Taxi fahren und uns überall hinschicken lassen und können praktisch währenddessen AFK sein. Es ist scheiße langsam, ich hab's ausprobiert. Leute, dann war's das wieder mit dieser Folge. Es tut mir leid, keine Ahnung, was das war. Es trifft Picor Street, ausnahmsweise. Deswegen kein Hut der Schande. Da passe ich jetzt immer sehr gut auf, dass das Mikrofon eingeschaltet ist. Die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.